lang ist es her gewesen, seit dem letzten Video von mir, würde ich mal sagen. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, es ist richtig schlechtes Wetter. Das erinnert mich eigentlich schon wieder an die Videos von Mark Galaxy. Aber anyway, salut zusammen zu einem neuen Video. Das ist ein One-Take-Video, das heisst, es ist ein Video, wo wir wirklich nur einmal filmen, kein Schnitt, nichts. Und ich habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben. Die sind hier in meinem Fuß, wenn ich sie rausbekomme. Ja, ja, also. Ein paar Notizen. Also, erstens Weihnachten. Ich gratuliere zu Weihnachten. Mein letztes Video ist so lange her. Schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle eure Geschenke bekommen, die ihr euch gewünscht habt. Und dann das nächste, TubeCon. Es war ja TubeCon. Merci vielmals an alle, die gekommen sind. Es war wirklich sau geil. Also, jemand hat mir sogar einen Pulli geschenkt, wo drauf steht, ich hasse Mark Galaxy, was ja eigentlich auch stimmt, vom Ding her. Dann das nächste, gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Ist ja schon länger her, ich weiss, was haben wir jetzt? 20. Egal. Und dann noch als letztes, merci vielmals für 4'500 Abonnenten. Ihr seid geile Sachen. So, als nächstes, und das sind wirklich wichtige Informationen. Der Valentin Stock ist wieder beim FC Basel. Gebt es mal ab, Valentin Stock und Fabian Frey. Das geht an alle von euch raus, die IB-Fans sind, St. Gallen-Fan. Der Valentin Stock und der Fabian Frey sind zurück, also nehmt euch in Nacht, vor allem IB. Okay, und dann noch das Letzte. Gestern war Samstag und der Flavio Stucki, der alte gute Herr, wollte einen Kurzfilm filmen. Dann sind ich, der Marc und der Can auf Basel gegangen und der Stucki war nie. Anscheinend ist er in den Ausgang gegangen und 2 Stunden später gekommen. Habe ich mir gedacht, okay, und die müssen wissen, Jungs, es gibt 2 Tage im Jahr, da darf man eigentlich nicht besetzt sein. Das ist einerseits beim Lauberhornrennen und andererseits in Kitzbühel. Das sind die beiden Abfahrten, da darf man auch nicht verhindert sein. Aber der Stucki hat natürlich gesagt, filmen wir den Kurzfilm an dem Tag. Stucki, Grüße gehen auf jeden Fall nicht raus an dich. Das waren die Notizen. Und jetzt tue ich die wieder rein. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. Ihr habt es gelesen im Titel, 1600 Stutz habe ich verloren. Was hat es damit auf sich? Ich kann es euch erklären. Und zwar habe ich mir vor etwa 3 Monaten, würde ich sagen, eine Drohne gekauft. Eine sogenannte GoPro Karma. Das ist die Drohne von GoPro. Haben wir nichts Schlimmes dabei gedacht, haben wir gedacht, geile Drohne, kaufe ich mir mal. Und ja, dann habe ich die auch gehabt, die ist eigentlich immer geflogen, bis wir dann eines Abends in Gstaad waren. Skifahren natürlich. Und dann bin ich die Drohne geflogen. Ist wirklich nur 100 Meter weiter weg gewesen. Also ich muss zugeben, es war kalt, weil... Geht sie? Es war kalt, weil es ist logischerweise in einem Skigebiet. Und dann bin ich die Drohne geflogen und plötzlich nach 100 Metern heisst es Verbindung abgebrochen. Das heißt, es hat keine Verbindung mehr gehabt. Der Controller sagt, die Drohne landet in 3 Minuten automatisch. Aber wir sehen die Drohne noch, weil die hat so Lichter, die leuchten und sie fliegt so langsam weg. Das heisst, die Drohne ist weg, wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Dann hat es angefangen. Also es war dann etwa 6 Uhr zu oben und es war dunkel, zur Information. Dann sind wir zu dem letzten Standort gegangen, wo die Drohne war, um zu schauen, ob sie irgendwo dort am Boden gefallen ist. Und was für ein Wunder, ist die Drohne wirklich genau in dem Gebiet abgestürzt, wo das Bonzenviertel war von Gstaad. Das heisst also wirklich Villen, wie ich sie noch nie gesehen habe in meinem Leben. Okay, und dann war so eine relativ grosse Villa und dann haben wir gedacht, dort ist die Drohne das letzte drüber. Gehen wir dort mal läuten. Läuten wir, das Tor geht auf, wir kommen rein, was sehen wir links? Erstmal ein Rolls Royce. Dann haben wir gedacht, jetzt haben wir den Volltreffer gelandet. Wie will man einer Familie, wo ein Rolls Royce vor dem Haus steht, erklären, dass man über ihrem Haus eine Drohne geflogen ist? Egal. Sind wir auf jeden Fall dort reingegangen, ist eine Managerin gekommen, sind wir in die Personalküche gegangen. Also dort haben viele Leute geschafft, das muss irgendeine reiche Familie gewesen sein. Haben viele Leute geschafft und dann haben wir das denen erklärt, die sind alle relativ chillig drauf gewesen. Und ja, schlussendlich sind wir durch einen Garten gelaufen mit 2 Securities, haben es nicht gefunden. Sind dann durch ganz Gstaad durch ganz Gstaad gelaufen und haben die Drohne nicht gefunden. So weit, so gut. Und jetzt kommt so das, wo ich auch so ein bisschen moralapostelisch will sagen. Okay, ich bin kein Psychiater, nur so. Aber was mir einfach aufgefallen ist, viele Leute, wenn sie so eine Drohne verlieren oder irgendetwas Wertvolles, wenn irgendetwas passiert, dann sind sie schlecht drauf. Entweder für die nächsten Tage, für die nächste Woche, ich weiss nicht, sie sind auch schlecht drauf. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin am Anfang wahrscheinlich die erste halbe Stunde auch schlecht drauf gewesen. Weil ich weiss, ich habe gerade eine Drohne verloren, die 1600 Stutz kostet. Dann habe ich mir aber gesagt, schau, es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern. Und meine Stimmung ist eigentlich nicht mehr so schlecht. Und das will ich auch so sagen, wenn so Sachen passieren, viele Leute dann ihre Stimmung geht ab und so. Und ich muss auch schauen, es ist passiert und ich muss das Beste daraus machen. Da oben ist noch lustig geworden. Die, was es betrifft, die wissen es. Auf jeden Fall
bin ich dann heimgegangen am übernächsten Tag und musste schauen, wie ich die Drohne ersetzt bekomme. Weil es ist wirklich nicht mein Fehler gewesen. Die Batterie ist geladen gewesen, der Controller ist geladen gewesen. Es ist alles warm gewesen, weil wir sie den ganzen Tag nicht aus dem Häuschen genommen haben. Und ja, habe ich Digitec geschrieben. Und ich muss wirklich sagen, der Digitec-Kundendienst ist nicht der beste, was es gibt. Ist wirklich nicht der beste, was es gibt. Also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, beim Digitec-Kundendienst, die haben den Kundendienst einfach zum den Kunden sagen, also dass man das Gefühl hat, man kann denen irgendetwas schreiben, aber sie suchen dann einfach irgendeine Ausrede, damit sie nichts machen müssen. Das war so mein Gefühl vom Digitec-Kundendienst. Und dann habe ich gedacht, ja, was will ich machen? Schreibe ich mal GoPro. Dann habe ich GoPro geschrieben und ich muss wirklich sagen, ich habe keine Hoffnungen gehabt, weil immer wenn man so große Firmen schreibt und irgendetwas will ersetzt bekommen, sind die Chancen sehr klein, dass man irgendetwas ersetzt bekommt. Auf jeden Fall habe ich dann denen geschrieben, die waren super lieb, super gut, haben dann auch eigentlich in einer Woche, also ich musste denen die Flugdaten schicken, weil die Controller noch hatte, habe ich sie denen geschickt und sie haben gesagt, ja, wir ersetzen das, haben wir alles heimgeschickt, wo ich übrigens mega zufrieden bin. Eben, das heisst, sehr schlechte Kritik für Digitec und sehr gut von GoPro aus. Obwohl ich muss sagen, die Drohne an sich ist jetzt vielleicht nicht die beste Drohne, die man auf dem Markt haben kann. Aber anyway, ich habe sie auf jeden Fall zurückbekommen. Und das ist auch der Grund, dass ich hier den Rucksack die ganze Zeit habe. Ich habe die Drohne zurückbekommen. Und das Coole an der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt hier die Drohne mal auspacke, legen wir mal das auf das Bänkchen, haben sie mir die Drohne zugeschickt, relativ schnell sogar. Einfach nur mit 3 Wellen. Ja, es sind nur 3 Wellen dabei. Und ich glaube, wenn man das physikalisch berechnen kann, wenn eine Drohne nur 3 Wellen hat, kann sie glaube nicht fliegen. Ja, jetzt habe ich eine Drohne mit 3 Wellen. Das ist eigentlich so die ganze Geschichte. Also einerseits geht es darum, wenn so Sachen passieren, probiert irgendwie glücklich zu bleiben, probiert das Beste daraus zu machen, was ist passiert und die können es nicht rückgängig machen, wenn man das so sagt. Ich habe sie jetzt bekommen, sie schicken mir noch die letzte Babelle zu und dann sehen wir im nächsten Video sicher Drohnenshots, was ich hoffe, was ich sehr hoffe. Und dann würde ich sagen, ist das eigentlich von dem Video gesehen? Bei dem schlechten Tag, aber würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, das ist wirklich mal ein ganz anderes Video gewesen, dann lasst ein Like da, abonniert zum Schau und folgt mir auf Instagram und auf Snapchat und auf Twitter. Nein, Spaß, wenn ich nicht alles machen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Peace!